Oh je, Kapitel 28 dauert doch länger als ich erwartet hatte, aber naja. Denk mal 3 Parts pro Kapitel reicht eigentlich und wir machen weiter. Mit Raubtieren, mit Drachen, mit Vögeln. Mit einer wütenden Enna, einem rosa Drachen, obwohl eigentlich alles rot gilt, naja. Das war's. Verarschen? Mehr ist da nicht. So, Kumpel, du bist da hauen. Das macht doch Spaß. Unser scharfer Schütze. Den müssen wir aber gut beschützen. Ja, ist das auch schon B? Wird doch langsam geil. Okay, da kann keiner kommen. Ich lock mal langsam den Drachen an. Die Frage ist bloß, ja, der macht Chill. Nicht mit Donner, sondern mit Silberlanze. Der Goose wartet hier drauf. Okay, dann kann Glück auch mal hier bleiben. Na, Wolf ist ja schon in Bewegung, wa? Dann machen wir die noch so hin. Marcia bleibt da, um nachher direkt anzugreifen. Seahawk vielleicht auch. Alia mal gucken. Ach, müssen wir ja so hinstellen. So. Wir sind bereit. Kommt doch nur, ihr Arschgeigen. Na toll. Haha. Arsch mit Ohren, ey. Kuckuck. Wer bist denn du? Ich bin ein Lagus. Angenehm, ich bin Chill. X. Upsi. Ja, Upsi, du bist gut. Ups. Und der ist da. Yo, Mann, geil. Ups. Das lief jetzt eigentlich nicht so geplant. Egal. Was machen wir? Wir haben da noch Säuberung und Gewitter. Man im Clan sowieso kann man es machen. Das heißt, wir gehen alle nach vorne, weil in Machtmagie sowieso kann was aus. Und treffen müsst ihr auch erstmal, wa? Okay, das heißt natürlich für Chill jetzt. Sie soll da jetzt eigentlich nichts so machen. Khalil! Ich bitte dich um ein bisschen Donner. Ein bisschen mehr, weil es auch nicht verkehrt. Ach, Mädel, du machst mir Sorgen. Alter, du musst ja richtig rauf. Woho! Alter! Ja, das trifft aber auch. Da gibt's doch nichts! Ja, der Worst Case ist eingetroffen. Immerhin, ich krieg noch einen Punkt, Level up. Das Miranis wird dort sogar noch treffen. Magie. Wofür brauchst du Magie? Da ist etwa Maggie. Okay, der war schlecht. Lagusax, feuerfrei! Oh, sogar killen, kritten. Was willst du? Scheiße, ist heiß! So, ganz bitte. Nein, natürlich gar nicht mehr. Toll. Taroneo soll nicht. Sie soll auch nicht. Die können nicht, sind so weit weg. Verdammter Mist. Ja, heute machst du es. Come on, dann hier Folie für Kerne, Ragnell und tschüss. Plus Critical. Was ist das normaler Critical oder war das IT? Das sehe ich nicht so ganz. Ja, er ist cool drauf. So, pack mal da.
Wenn ich richtig sehe, dürfen die sich alle nicht bewegen. Oder sollten zumindest nicht. So, einer kann da bleiben, der kann sowieso nichts mehr tun. Obwohl, jetzt ist ja nicht mehr transformiert, also weg mit dir. Alia, wie sieht's aus? Ein bisschen Stärkung. Natürlich Ashera-Stab. Alle räumen Einheiten. Yo, jetzt wird's krass. Alter! Was denn das für ein Stab, ey? Und Erfahrungspunkt einfach so, boom. Nice. Alle geheilt, kannst noch mal kommen. Mit. Der hat auch Säuberung drauf. Ah ne, der kann ja pennen, genau. Oh, Seahawk. Wird. Alter, Paint, meinst du, triffst ihn jetzt? Oh, wie er getroffen hat. Moment mal, Moment! Alter, scheiß die Wand voll. Was war das gerade für ein scheiß Cheaterzug? Oh, ey, besetzen. Okay, mach ja Seelenplatte, machen wir zu viel Damage. Alia. Ja, was gibt's denn? Kannst du ihm bitte, aber ganz schnell. So, danke schön, Kleines. Ja gut, nee, die werden nicht mehr so viel abziehen. Ne, ich muss mal den da vorne platt machen. Sonst geht das Ewigkeiten. Wer vorher fast klüger war. Nee, Tornado wäre klüger. Was quatsch ich denn da? Tornado Sieg Attack! Ja, yeah, dreimal! Der Wind ist stärker als ein doofes Gewitter. So macht man das. Na gut, ich meine, du musst Meistermagier, also von dem her. So, Khalili ist ja da. Rolf noch keinen Angriff. Ich hoffe, das bleibt das so. Resistenz, das ist echt. Moment. Ja, gut, natürlich auch viel weniger. Scheiße, ey. Ich wusste, das ist schlimm, aber nicht so schlimm. Oh, Alter! Leck mich fett, wie stark bist du, Rolf? Alter Schwede. Ja gut, weg ist weg, wa? Tschüss! Master Isuka, ruft ihn! Bitte wer? Ah, der Typ von vorhin war. Den ich ja so krass gesprochen habe. Königsblitze, Alten! Kannst du keinen einsetzen, aber egal. So. Noch irgendwelche Fragen? Kann ich wohl angreifen? Nee. Cool, denke ich mal, sonst keiner. Nee, vor allem mit einem Angriff nicht. Der eine lässt einpennen, der andere setzt Säuberung ein. Also, das dürfte kein Problem werden. Nächsten Part ist dir alles gegessen. Ja, ja, lass ihn doch einpennen. Lago ausweichen! Und so realistisch, ich meine, dann kann ich im Schlaf ausweichen. Trotzdem kotzt mich ein bisschen an. Ich wollte erst Elfenlicht, war vor allem. Gut, ich meine, es dauert länger, wir haben mehr zum Trainieren, schön. Jo, da sind wir noch eine Weile dran. Ich weiß nicht, Soul müsste ein bisschen helfen und auch noch ein bisschen da mit Elfendonner und so. Oder meinen Sie sind da direkt? Ja, komm, Elfenlicht kannst du auch noch. Kann gesagt, dass du dreimal so kriegen sollst. Also mache ich Trottel das auch. Ich weiß ja, dass er krass drauf ist, also mit dem wir rechnen müssen.
Oh Michael, was bist du für ein Arsche? Also kann ich gerade auch denken, ey Master Michael, ich wollte den doch. Ja, sorry. Wollte ich ja auch, aber siehst ja. Was dabei rauskommt. So, Alia, also bitte Lager noch voll. Stärkung, nee, come on, da meinen sie positiv auch. Was interessant war, ich meine, was da Schera Stab bringt 100 Punkte, Stärkung bringt etwa 50 noch. Die gehen noch locker auf Level 20. Sicher ist kein Problem. Du gehst mal schon nach vorne, es war der Typ Plackematis dort. Ich säubere dich vom Antlitz dieser Welt! Natürlich trifft der Arsch auch immer. Gut, ja, ich meine, es ist ein bisschen langweilig, aber es wirkt. Ich kann Elfenlicht trainieren, ist doch schön. Und so langsam mal, es wird stehen, ja, Rang endlich. Nee, natürlich nicht. Alter, wie lange braucht die? Verarschen oder was? Lago, hier, 90 KP. Und Level 16, unsere Valkyrie. Und übrigens der Rundenmeister übrigens die locker auf 20. Kleiner Feigling. Der einfach immer trifft. Ich meine, wie gesagt, ist ja logisch. Er pennt ja, das kann nicht ausweichen, aber bei anderen Fire Emblem Spielen ist das bei weitem nicht so logisch. So, jetzt machen wir halt Feierabend. Und bitte Rang A jetzt endlich mal. Du hast schon so oft Elfen nicht eingesetzt. Ich meine, das muss mal Rang A geben. Alles andere fände ich fies und unfair. Okay, es bleibt fies und unfair. Dankeschön. Mann, er geht mir ja halt auf den Sack. Was soll's? Simon ist oben. Kann alles abgekratzt. Noch nicht zumindest. Lacht jetzt noch. Alia will es nochmal heilen. Wir haben genug Purgativ. Ist noch ein Kapitel nachher, also macht das noch. Ja, ich bin nachgenervt, aber was soll's. Ist doch eh scheißegal. Pflege. Was echt so, Leute, jetzt haben wir jetzt noch das Finale hier, war. Wenn man sagen, etwa 3 Parts noch und das Spiel durch. Mein erstes Blind Fire Emblem überhaupt. Also gut, erstes Fire Emblem sowieso und Blind auch noch. Und nur ein Charakter ist abgekratzt im ganzen Spiel besitzt. Ich muss dazugeben, bin noch ein bisschen stolz besitzt, weil hatte ich sonst schon viel schlimmere Spiele, Kapitel, Szenarien. Ich habe schon viel mehr abgekratzt, obwohl es nicht blind war. Vor allem Awakening, aber ein anderes Thema. Ah, gibt es hier eine Spur von ihr? Nö, kann ich nirgends finden. Lien, wo bist du hingegangen? Hey, miteinander, gibt es irgendwelche Probleme? Nice Sailor! Ah, König von Kilwas, wie nett. Ich glaube, ich habe etwas, nach dem ihr sucht. Lien, du bist in Sicherheit. Ihr habt sie gerettet? Hör gut zu. Ich will nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Es war Tiban, er hat mich dazu gezwungen. Das hat überhaupt nichts mit der ersten Liebe zu tun, klar? Es handelt sich um die Wiedergutmachung meiner Schuld. Ich wusste, es wird sich auszahlen zu wählen. Exzellente Arbeit. Kann meinetwegen den Bauchpinsel fragen können, aber das wird auch nichts einbringen. Versprochen, diese Sache mit Herzog Tannans komplett aus der Welt geschafft. Ja, wir haben gemacht. Nun entschuldige ich mich jetzt und tschüss. Es gibt keinen Grund zur Eile, oder? Oder etwa doch? Da ihr schon einmal hier seid, warum hält man sich mit König Aschnard? Ist eine prima Idee. War genug eine Blödsinn, ich bevorzuge es, mein Leben zu behalten, klar? Hör mir zu, Lien, ich habe keinen guten Grund, den König von denen zu bekämpfen. Keinen guten Grund? Was mit euren Untertanen? König Aschnard hat ihr wahres Wesen unwiderruflich verändert. Sie haben Kilwas auf eigene Faust verlassen. Wie weit soll meine Verantwortung für sie reichen? Du. Master Ike, es tut mir leid, euch unterbrechen zu müssen, aber... Ja, Edna? Ich möchte euch allen etwas zeigen. Könnt ihr bitte kurz nach unten kommen? Das tun wir da im Keller? Wir haben eine verborgene Treppe entdeckt, was sich an ihrem Ende verbirgt. Ist beunruhigend. Dann los. Oh, was kommt jetzt?
Wonach riecht es hier? Nach Fäulnis. Es ist dunkel, wir brauchen Licht. Was ist das? Um Himmels Willen. Was ist das? Antworte mir! Ranulf? Lagus. Irgendwann waren sie Lagus. Ach du Scheimkleister. Ach du Scheimkleister. Ich hoffe, Ranulf und Nana geht es gut. Taten so, als wäre nichts passiert, aber ich konnte ihren Schmerz fühlen. Dies Verlies war das Abscheulichste, was ich jemals gesehen habe. Ich bin so froh, dass ihr nicht da wart. War es so schlimm? Es war Barbarei jenseits an aller Vorstellungskraft. Dort lagen mehr Leichen Lagus, als wir zählen konnten. Sie waren gefoltert worden, vertreten entstellt bis zur Unendlichkeit. Ah, so grausam. Warum würde Aschnat so etwas tun? Was sind seine Absichten? Der König rief kräftige Beorg zu sich. Aber bevor er sie in seinen Dienst stellte, muss er sehen, ob sie auch wert sind. Er testete sie, indem er sie auf diese Lagus hetzte. Aschnat sind den Lagus Mittel zum Zweck, sie dienen seinen Zwecken, das ist alles. Sie sind Instrumente, die er nach Belieben einsetzt. Ich habe davon gehört, dass er Gelehrte zu sich ruft und ihnen befiehlt, sich alle Arten von Experimenten auszudenken. Sie verwenden Elixiere, um sie in den Wahnsinn zu treiben und um sie in ihrer tierischen Gestalt einsperren zu können. Ihre Lebenserwartung nahm drastisch ab, aber für eine kurze Zeit wurden sie extrem stark. Sie... Danke, dass du uns erzählt hast. Dank dir haben wir Lien gefunden. Du bist nun frei. Du kannst tun, was du willst. Ich werde zur Hauptstadt gehen. Biete nämlich noch Armee auf. Das musst du nicht. Das könnte schwer werden, wenn du gegen deine ehemaligen Gefährten kämpfen musst. Nimm mich mit. Es gibt etwas, was er tun muss. Bitte, Master Ike. Also gut. Kämpfen wir zusammen. Hört, hört! General Ike, die Armee ist im Stadtraum von Milio angekommen. Wir warten eure Befehle, Sire. Sehr gut. Sag unseren Leuten, sie sollen sich bereithalten und auf meine Anweisungen warten. Wenn wir dem König von denen gegenüberstehen. Ja, der Krieg wird ein Ende finden. So scheint es. Stimmt das nicht? Nun, natürlich nicht, das ist es nicht, aber... Naja, da ist etwas... Mir wurde gerade irgendwie was abgeschlossen angezeigt. Scheiße, wollen wir ganz kurz, Leute? Ja, ist jetzt doof. So, ja. Spiel, wo bist du? So, jetzt aber. Was? Einige Soldaten haben gesagt, ihre Chance bei der Beförderung wäre verringert, wenn der Krieg vorbei ist. Sollen wir weiterkämpfen? Obwohl Creamy und Athen so viel Leid erfahren haben? Nun, das weiß ich nicht. Ich entschuldige mich, ich werde immer informieren. Das ist wohl das, was in Radiant Dawn passieren wird, weil dort ist wohl, auch wenn hier alles vorbei ist, nachher mit Aschnat und so weiter, ist wohl doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Scheinbar. Das königliche Schloss von Creamy befindet sich im Zentrum der Stadt Melior. Es ist berühmt für seine prächtigen Gärten, die bisher ein Sinnbild der Ruhe und des Friedens darstellten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Unzählige Kämpfe störten die Idylle und ein Dunkelord hat sich des Throns bemächtigt. Das Schloss hat sicher keinen Schaden genommen. Es steht wie ein Sinnbild der Würde und des Stils. Doch herrscht eine Aura des Unfriedens. Spannung liegt in der Luft, eine Spannung, die alles erfasst und lähmt. Im Herzen des Schlosses sitzt der Schreiber dieses Krieges, Aschnat, König von denen. Der Arsch persönlich, und da haben wir Ike. Und Alicia. Und die Lagus. Ike, Kommando der Armee von Creamy und Alicia, Prinzessin von Creamy, an die Kampfvorbereitung abgeschlossen. Sie bringen den Morgen angespannt darauf, wartend, dass der allentscheidende Kampf für ihre einjährigen Odyssee ein Ende setzt. Sie warten auf den Anfang vom Ende. Ja, und auf das Ende von Path of Radiance und vielleicht schon bald den Beginn von Radiant Dawn. Finale Heimkehr. Klingt doch vielversprechend. Ike, Bericht hier. So, Held haben wir Chill, 90 Gang Enna. Jo, nichts Besonderes, Wunderwagungspunkte, geil. Alles geil, Mann. Wenn du entschuldigen würdest, ja, tschüss. Nichts Unterstützungsmäßiges. Okay, krass, Info. Zweimal Freund. Erfahrungspunkte verteilen, wa? Ich denke mal, alle kriegen im letzten Kapitel sicher auf Level 20, weil bekannterweise sind letzte Kapitel immer sehr, sehr groß. Denke ich jetzt mal hier auch wird der Fall sein.
3 Werte auf maximal. Alicia kriegt nichts. Böse nachher verpflichtet, wieso ist wieder oben? Alle machen auch nichts, da bringt ja nicht wirklich was. Ash Level 15. Massier könnte man noch, aber geht eigentlich auch so ganz gut. Das Schwertmeister, ja gut, Magie halt für die Runen, aber das ist Runenschwert. Und wir mal hier hin racen. Nee, lohnt sich nicht, weil lieber mal auf. Enna, ich weiß nicht, kommt die wirklich noch mit? Also, braucht nur 38 trotzdem. Ja, ich mach's mal, come on. Da kann es echt mit, Leute, und dann. Oh, ja gut, immer in KP2, ja, da ist er geil, aber bis ich Level 20 habe, das Servus dann. Und so ein Level 18, yes! Doch, mit Magic noch nicht voll? Ne, noch nicht, okay. Und dann haben wir unseren scharfen Schützen. Ja. Lago, der Master, der Berserker. Wir müssen eigentlich noch mehr geben nachher, aber das dann gleich. Kali Level 15. Ob die noch zu Burgenone vorankommt, ich hoffe es natürlich. Mehr Magie ist das geil. Tauroneo. Wenn wir ihm noch was geben sollen. +40. 1833. Ja gut, ich gebe doch Massieren noch ein paar Punkte. Nur Glück. Ja, wieso jetzt das auch maximal? Nö. Daroneo hatte gesagt, eigentlich nix, aber ich weiß nicht, wie das. Ne, ist eigentlich ganz, verdammt. Na komm, gibt Rest von Punkte Lago. Also bringt sowieso nichts, den Rest noch aufzusparen, weil es ist das letzte Kapitel, Freunde. Noch schön alle verrauchen. So. Fehlen einfach eh nichts mehr. In der Fairness, aber bringt sowieso nichts. Gut. Was eigentlich nicht, weil es alles noch geil. Alle haben ihre Waffen noch. Khalil. Du bist noch gefragt. Sie könnte eigentlich mal noch. Na gut, das hier. Kuhstein. Langsam aufbrauchen war. Die sofortige Transformation. Ja, mal gucken, was gibt es eigentlich am Lager jetzt Neues. Wie gesagt, das letzte Kapitel und so. Purgativ kann ich kaufen, Alter! Krass, gut, ist natürlich auch teuer und wir haben kaum noch Geld, scheiße. Jo, was machen wir jetzt da, Leute? Das ist eine gute Frage. Moment, ich glaube, gibt es doch Enna. Das soll das Purgativ jetzt wohl nicht brauchen, war. Dann mache ich es doch mal so. Ich gebe. Auf einmal heilt, ja, okay. Ich gebe dann doch. Schmiede brauche ich jetzt nicht mehr. Es war nur Donnerschwert zum Schmieden. Der Rest ist eigentlich soweit cool. Gebe ich jetzt doch nochmal einen vollen Purgativ. Den Rest gucke ich dann offscreen voran, was er noch irgendwie ablegen kann und so. Wir werden sicher die stärksten Waffen geben und zwar voll ausgerüstet. Weil, wie gesagt, alles andere bringt ja nichts mehr. Wir haben alles durch und schwächere Waffen zu geben, das, wie gesagt, wäre jetzt ein bisschen lame. Den Rest kann ich einfach kaufen und so. Doppelbogen. Ach, heute 4, alter Schwede, aber Rang S, okay. Nee, das ist krass. Hat erst B, war? Ja. Jo, wenn man sagen, das 3 momentan eigentlich. Syhok, hier kann er vor allem Nibukat ist seine Hauptwaffe, aber den Schnitt eigentlich nicht mehr. Also dann alles ihre Primärwaffen waren, den Rest ist eigentlich nicht mehr nötig. Zumindest mehr oder weniger. Also Ike muss noch Level 20 kriegen im Kapitel selbst. Massier, kommt immer auf die Gegner drauf an.
Chill. So müsste eigentlich möglich sein. War zumindest die noch auf Level 20 kriegen. Taroneo vielleicht auch noch. Alia kriegen wir garantiert noch hoch. Und den Rest. Ja, mal gucken, wa? So, und dann wollen wir zum Schluss des Kapitels nochmal ganz kurz quatschen hier. Die habe ich nicht immer aufgekratzt. Ja, ich würde ja gerne sagen, dass es falsch ist, aber ich kann nicht. Ich kann meine Nerven auch nicht beruhigen. Wir werden gewinnen. König Aschnat wird den Tag noch überleben. Das frage ich mich. Na Jungs, alles klar? Ah, da bist du ja. Hey, ja, Ike. Jetzt zum König. Ja, kann ich sagen, dass ich hier bin? Das werden wir. Warten hier. Morgen ist der Tag, quasi der hier, um zu sehen, wie wir uns vorbereitet haben. Kann mich zu gut, wa? Gegnerische Einheit kommt, das läutet ein, oder? Ja, ich denke, es ist eine gute Idee, um die Hauptstadt zu formieren. Westen, okay. Die Armeen aus Phoenix und Kilbas sind darin unschlagbar. Kilbas hilft ebenfalls? Natürlich. Nachdem wir im Turm zu Greednir waren, sind wir übereingekommen, dass König Aschnat zahlen muss. Wazen und Lane haben dazu beigetragen, bestimmte Überzeugungen zu gewinnen. Es war schwer, am Ende mussten wir, was passieren muss. Allerdings besitzen die Rahmen eine verräterische Natur. Wenn es hart auf hart kommt, kann es durchaus sein, dass nur wir auf Falkenor helfen. Das wird schon reichen. Zumindest weiß ich, dass ich mich auf euch verlassen kann. Naja, um ehrlich zu sein, haben wir niemals die Chance entgehen lassen, Aschnats Kopf von seinen Schultern zu reißen. Für ein Gehalten, entschuldige mich, König der Falken. Das ist schon in Ordnung, wenn ihr es nicht bewältigen könnt, dann ruft mich, ja? Alles klar. Ja, er soll jetzt sterben, geil. So, Nestling, es scheint zu besprechen, im morgigen Kampf soll nicht daran teilnehmen. Nö, denke ich nicht. Sein doch am T-Bahn, er will eigentlich keine Hilfe von Kilbas. Der König der Falken mag so denken, aber Prinz Race wird mit Sicherheit das Gefühl haben, ihr hättet ihn erneut verraten, Nestling. Und Lillian wird es auch denken, wenn beim Anblick des Feindes flieht, bricht ihr das Herz. Ja, das wäre traurig. Sind die alte Krähe, ey. Naja, verdammt. Okay. Der zweite Freund. Dachte mir schon, dass Ranulf sein wird. Über ein Jahr Kriege. Morgen Mittag kann alles vorbei sein. Was meinst du, Ike? Werden wir gewinnen? Wir werden gewinnen. Ich weiß, was du sagen würdest. Du machst mir doch nichts vor. Und daher wundert dein Optimismus. Und dieser Optimismus wäre es nicht möglich, dem König von dir gegenüberzutreten. Maskivka, was macht ihr denn hier? Dem König war nicht wohl bei dem Gedanken, dass du hier allein bist. Ich bin seinen Namen hier. Werdet ihr mit uns zusammenkämpfen? Das ist meine Absicht, sofern Ort eigene Erlaubnis gibt. Na klar, Mann. Das Heer von der Dänen ist groß, da werden wir sie von vorn angreifen und in 12 Tore halten. Ich würde es schätzen, wenn ihr damit einverstanden wäre, das Kommando über die Armeespitze zu führen. Dass euer Wunsch ist, stimme ich zu. Ja, was soll das denn? Bist du nicht zufrieden mit dem, was ich leiste? Ich meine, ich weiß, ich bin kein Master Gifka, aber bitte. Ranulf möchte ich an meiner Seite haben, verstanden? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, geht in Ordnung. Ist die höchste Ehre. Master Gifka! Es ist lange her. Wie geht es dem König? Ihm geht es gut. Der König hat mir eine Botschaft für euch beide mitgegeben. Eine Botschaft? Ein Befehl? Ja, genau. Jetzt werden wir von Arbeit gereist haben, dass ein Link verlichtet ist. Das ist so eine Ehre. Wir haben hart gekämpft, aber das macht nichts. Ike und Ann sind gute Berg. Wir sind froh, mit ihnen zusammen kämpfen zu dürfen. Aha. Ja. Krasses Gespräch, Leute. Und es hier weitergeht im letzten Kapitel mit der finalen Schlacht gegen Aschnat, den Arschnation. Das erfahren wir dann im nächsten Part hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, ciao zusammen.